Hallo liebe Leute, so willkommen zurück zum Fable Anniversary Edition Let's Play. Endlich kann es weitergehen. Ich freue mich sehr. Und ja, was machen wir mal? Geben wir die Praline an unsere Stiefschwester zurück. Hallo, kleiner Bruder. Hi. Ich hoffe, du hast nicht wie letztes Jahr vergessen, was für ein Tag heute ist. No. Tut mir leid, wenn ich dich gestern Nacht geweckt habe. Es war wieder so ein Traum. Ich stand auf diesem Feld, als was passierte. Aber ich weiß nicht mehr was. Aber egal. Ich warte immer noch auf mein Geschenk. Ja, komm, hier. Nimm deine Praline. Ich wusste, ich würde Pralinen bekommen. Genau wie in meinem Traum. Los, wir gehen nach Hause. Mutter wird jeden Moment zu meiner Feier kommen. Okay, gehen wir also. Hey, was ist denn das da? Wenn man Behälter durchsucht, kann man nützliche Gegenstände finden. Aber Vorsicht, wenn ihr vorhabt, in ein Haus zu stehlen. Wartet, irgendwas ist hier faul. Räuber! Es geht tatsächlich los. Sie sind da. Erwischt! Das Böse war nach Orkwell gekommen. Räuber metzelten und verbrannten alles, was ihnen begegnete. Blutrote Flammen erhellten die Nacht, während die Dorfbewohner schreiend um Gnade flehten, doch bald lagen ihre Leichen in den Straßen. Dann erreichten die Angreifer das letzte Haus, wo ein Junge mit seiner Familie lebte. Wegen dieser Familie hatten sie das Blutbad angerichtet. Der Vater kämpfte hart für die Seinen, doch er war kein Krieger und fiel tödlich verletzt. Die Räuber suchten überall im Haus, fanden den Jungen aber nicht. Weder Folter noch Drohungen lösten die Zungen seiner Mutter und Schwester, und die wütenden Angreifer entführten beide. Aus dem Wald sah der Junge, wie ihm alles genommen wurde, was er kannte, und wie sein ganzes Leben in Blut und Asche aufging. Er war allein. Oh, nicht gerade gut, würde ich mal sagen. Hä? Also ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich die Sequenzen, Videosequenzen sehe, dann habe ich eine Gänsehaut. Ich weiß nicht wieso, ich finde es so geil gemacht. Die Geschichte von Fable 1 ist mega geil. Da muss ich wirklich zugeben. Lionhead Studios dazumals haben es mega gut geschafft. Wie kann man sagen? Einfach in diesem Universum reinzutauchen, finde ich. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Sie sind alle tot. Du möchtest doch wohl nicht auch so enden, oder? Dann reich mir deine Hand. Hätte nicht gedacht, dass dir das auf den Magen schlägt. Na los.
Spar deine Kräfte. Mit mir willst du nicht kämpfen. Du weißt es vielleicht nicht, aber ich habe dir gerade das Leben gerettet. In Oakvale gibt es nichts mehr für dich. Wärst du geblieben, wärst du jetzt schon tot wie der Rest von ihnen. Komm mit mir. Ich bin Mace, Vorsteher der Heldengilde. Du hast bestimmt schon davon gehört. Du findest in ganz Albion keinen sichereren Ort oder ein besseres Zuhause. Falls du nach Vergeltung trachtest, brauchst du das Training, das nur wir anbieten. Wir sind da. Ich werde dich dem Gildenmeister vorstellen. Er wird von jetzt an dein Lehrmeister sein. Ich habe einen neuen Schüler für euch. Er kann sich das Zimmer mit dem Mädchen teilen. Ihr seht mir nicht gerade nach einem zukünftigen Helden aus, aber Mace weiß wohl, was er tut. Tja, also dann folgt mir. Ihr teilt diesen Raum mit Whisper, einer unserer klügsten Schülerinnen. Sie spielt momentan im Wald, aber ihr lernt sie morgen früh bestimmt kennen. Aber jetzt solltet ihr erst einmal schlafen. Euer Training beginnt morgen. Zeit zum Aufwachen. Ihr müsst mein Zimmergenosse sein. Kleiner als ich dachte. Ich heiße Whisper. Bin schon seit einem Monat hier. Hatte das Zimmer für mich allein. Aber na gut. Wisst ihr, dass ihr im Schlaf redet? Hörte sich nach einem Albtraum an. Das geht vielen in der ersten Woche so. Manche halten nicht mal so lange durch. Na los doch, jetzt mal Tempo. Der Gildenmeister wartet im Kartenraum auf uns. Ihr wollt doch nicht schon am ersten Tag zu spät kommen. Folgt mir. Der Gildenmeister hatte wohl keine Lust mehr zu warten. Er ist wahrscheinlich auf dem Trainingsgelände jenseits des Flusses. Auf geht's! Ja, also, gehen wir mal weiter. Hallo Whisper. Ja, wir sind ja angegriffen worden, wie ihr gesehen habt. Der Mace hat uns gerettet. Und irgendwie sind wir jetzt in eine Gilde reingekommen, Heldengilde, und werden wir jetzt ausgebildet als Held. Ich finde es mega ein bisschen komisch, aber machen wir das mal. Kann man als Held ausgebildet werden. Man kann als Soldat ausgebildet werden. Kann man sagen, man hat ja als Training Held. Mal schauen, was so ein Held alles machen muss. Hoppala, die Kamera verschoben. Wie ich sehe, konntet ihr euch von eurem Kissen trennen. Hierher, Freundchen. Also kommt, lasst mal sehen, was in euch steckt. Ja, schon gut, okay. Seid ihr Whisper, bereit? weg. Zu dir weg. Also fangen wir unser Training an. Also dann, es ist Zeit, dass wir herausfinden, was in euch steckt. Steigt in den Ring. Ich will, dass ihr die Attrappe so heftig angreift, wie ihr könnt. Macht weiter, bis ich aufhören sage. Okay, kein Problem. Eins. Stirb! Ja. Sehr viel habt ihr ja nicht gerade ausgerichtet, was? Hier, versucht es damit. Wow, ein Stock. Das ist gegeben. Schaden 20, Verstärkung keine, aktueller Wert 5. Wow. 5 Gold würde ich bekommen, wenn ich sie verkaufen würde. Also, fangen wir. Waffe rausnehmen. Und Angriff. Bum. Ah, so ist es schon besser. Eliminiert ihr einen Feind wie die Attrappe hier, lässt ihr eine Erfahrungskugel fallen. Diese Kugeln enthalten das Wissen, das ihr durch das Töten der Kreatur erhaltet. Es ist sehr wichtig, dass ihr diese Kugeln einsammelt, denn sonst lernt ihr nichts.
Jetzt hebt sie auf. Gut gemacht, Junge. Nun denn, morgen werden wir... Das ist der Alarm der Gilde. Hört sich an, als wäre im Wald irgendwas im Busch. Das ist eine gute Gelegenheit, um euren Geist zu testen. Ich warte am Eingang zum Gildenwald auf euch, während ihr euch mit dem Problem befasst. Wenn ihr fertig seid, reden wir über den Beginn eures Trainings. Also, unsere erste Quest. Töte die Käfer, die den Gildenwald unsicher machen. Gerade momentan noch keine Lust, das zu machen, weil während man als Kind noch ist, sagen wir so, ein Kind ist einfach noch in der Gilde, als auch erst, kann man 2, 3 kleine Nebenmissionen machen, Quests, und vielleicht ein bisschen Geld verdienen. Und da habe ich gerade Lust, und ich zeige es euch ja gerade, wo sie sind. Ja, jetzt habe ich gerade ein paar Äpfel eingesammelt, weil irgendjemand da innen, so eine liebe, reizende Frau, Könnt ihr mir aushelfen? die sollte brauchen. Ende der Woche muss ich dem Gildenmeister einen Apfelkuchen backen. Aber ich finde keine roten Äpfel mehr. Ich brauche nur noch 4 mehr. Wenn ihr genügend findet, bringt sie bitte her. Ich belohne euch dann. Danke. Recht herzlichen Dank. Der Gildenmeister bekommt seinen Kuchen. Hier, bitte nehmt das. Blaubeerkuchen, ja! Ein leckerer Kuchen, außerdem gesund. Wenn sie Kuchen gesund? Gibt's das? Egal. Interessiert mich nicht. Also das ist der erste Nebenquest, also Nebenmission, die man machen kann, wo man klein ist. Und der nächste wäre hier hinten. Wird ziemlich schwierig finden, also schwierig. Es wird knapp. 50 Sekunden habe ich gebraucht. Wir streiten darüber, ob ich der schnellste Lehrling dieser Gilde bin. Ich bin in 50 Sekunden zur Dämonentür und zurückgerannt. Übertrefft das. Ja, wir müssen jetzt ein Wettrennen machen, also alleine. Wir haben ja 15 Sekunden Zeit, oder? Für durch die Dämonentür gehen. Also da werden wir noch sehen, was ist eine Dämonentür. Und ja, ich finde es sehr knapp bemessen. Wir werden jetzt sehen, wieso. Na gut, lauft in 50 Sekunden zur Dämonentür und kommt zu mir zurück. Und das ist echt der Scheiß. Seht ihr? Man hat nicht mal ein Startsignal. Gerade nach dem Dialog muss man gerade starten. Also erst hinter sie gehen und ja, sie ist sehr mies gemacht, finde ich. Aber egal, ich versuche es jetzt mal. Hallo, Leute, das hier vor ist die Dämonentür. Und später wird ich euch zeigen, was das genau ist und für was das gut ist. Wie viele Sekunden noch? 17. Okay. Hoffe ich noch. So schneller als die. Ja, nicht ganz. Nein. Ja, nein. Das wird genauso aussehen wie immer. Unmöglich. Das ist Immer. erstaunlich. Wie habt ihr das gemacht? Ich habe meine Wette verloren. Aber immer so. Es ist immer so. Ich kann es schneller als die 3 Sekunden, die mir noch übrig bleiben, nicht machen. Irgendwie. Vielleicht mache ich etwas falsch. Ich glaube aber nicht. Ich hoffe es nicht. Die Länge der Reise ist egal. Das Orakel muss beschützt werden. Wieso seid ihr so sicher? Wir brauchen euch vielleicht. Wer weiß, was alles auf uns zukommt. Die Zeichen sind zu stark, um sie zu ignorieren. Und die nördliche Einöde war zu lange von der Gilde isoliert. Dort kann ich viel erfahren. Hoffentlich denkt niemand, dass ihr vor einem Kampf flieht, um dem Tod erneut zu entrinnen. Ihr wisst ja, wie die Leute reden. Das ist mir gleichgültig. Möge der Tod euch verschonen, Mace. Worauf wartet ihr denn noch? Kommt herein! Das war Schnitter. Er war einst ein großer Held, als er noch Fleisch auf den Rippen und Blut in den Adern hatte. Jetzt ist er nur noch eine leere Hülle. Was versteht er schon von den Dingen, die wir entscheiden und tun müssen? Okay, also Schnitter. Ich würde mal sagen, im Wald gehen wir zum nächsten Mal, nächsten Part.
Und ich wünsche euch noch viel wunderschönen, ja genau, einen wunderschönen Tag oder Abend. Und hoffe, es hat euch gefallen, mir zuzuschauen, wie ich spiele. Und sonst wünsche ich Tüdelü!